Erstens fanden wir es absolut inakzeptabel, wenn ein Member von einer Kommission d'enquête ein Zeichen allein bei sich daheim empfängt, das also etwas, was einfach nicht geht und was gegen alle juristischen Grundprinzipien verstößt. Das ist inakzeptabel für uns. Das zweitens für uns gerade so inakzeptabel, dass wann den Herr Büttel das schon gemerkt hat, eine Kommission d'enquête nicht informiert. Eine Kommission muss alle Informationen an Eisenhahn kriegen. Eine Kommission muss alle Informationen kriegen. Und das Gesetz sagt ganz klar für, dass eine Kommission just als ein Ganz kann vorgehen und das nicht einzelnen Membern von der Kommission für Initiativen, für Aktivitäten zu erholen. Das wird Herr Büttel gestern Radio gesagt hat, dass die Einzelmember von der Kommission Rechte von einem Juge d'instruction hätten, das ist nicht richtig, dass die Kommission als Ganz was die Rechte hat, und zumindest hat die Information unbedingt müssen und die Kommission weitergehen. Herr Büttel hat auch gestern auf RTL gesagt, hat seine Dimission ging direkt nachdem, dass das Gespräch mit Herrn Kemmer hat. Das ist aber nicht wahr. Direkt nachdem, das heißt 4 Monate danach, nachdem dass eine ganze Reihe von Sitzungen von der Kommission d'enquête schon waren, und notamment eine Sitzung von der Kommission d'enquête, wo den Herr Kemmer selber dabei war, wo den Herr Büttel ihm eine ganze Reihe 30 Fragen gestellt hat. Das, was den Herr Büttel gestern auf RTL gesagt hat, das entspricht der Wahrheit nicht. Viertens, wenn das ging stimmen, dass den Herr Büttel gesagt hat, an der Entrevue mit Herrn Kemmer, dass den Herr Juncker weg muss, dann schließen wir daraus, wenn das ging stimmen, dass die Kommission d'enquête ganz klar für politische Zwecke benutzt ginas, und nicht für das, was am Anfang muss benutzt gehen, das heißt, für ganz Wahrheit klar zu legen. Da wird die Kommission missbraucht gehen als eine politische Maschinerie. 5. Punkt. Wie den Herr Büttel demissioniert hat als Member von der Kommission d'enquête, hat den einer Grund ugehen seiner Zeit, wie die in Haut ugeht für seine Demission. Meine Frage ist, für was hat die Kommission nicht direkt informiert von den richtigen Gründen seiner Zeit? An eine andere Frage, die man uns muss stellen, und ich will heute keinem etwas unterstellen, ich sage das ganz klar, ich will keinem etwas unterstellen. Mir ist aber wichtig zu wissen, ob am Dezember der Präsident von der Kommission, den Herr Baudry, der Rapporteur von der Kommission, den Herr Bausch, respektive der Vizepräsident von der Kommission, am Dezember informiert wären, dass den Herr Büttel, den Herr Kemmer, von den Zeilen empfangen hat. Oder wir wollen wissen, ob der Präsident, den Rapporteur und der Vizepräsident am April geworden sind, was dann die richtigen Kosten von der Demission von dem Herrn Büttel wären. Was klar ist, dass der Vizepräsident Paul-Henri Meyers von der Kommission nicht informiert war über die richtigen Gründe von dieser Demission. Wir ziehen daraus als Konklusion, dass an den nächsten Tagen ganz schnell all Wahrheit muss auf den Tisch kommen. Und dazu müssen die entsprechenden Konsequenzen auch gezogen gehen. Aber wenn das sich alles als wahr sollte herausstellen, dann ist es ganz klar, dass kein Vertrauen mehr an diesen Staatsminister kann haben. Hier steht die Glaubwürdigkeit von diesem Staatsminister im Spiel. Wir hätten die Wahrheit ganz schnell, so schnell wie möglich. Wir sind noch bereit, alle parlamentarischen Moyens, die eine Opposition hat, dafür anzusetzen, für die Gesamtwahrheit zu kriegen.